Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wollte schon so lange eigentlich ein Video machen, so ein bisschen wie Billie Eilish-Style, dass man jedes Jahr die gleiche Frage beantwortet und jedes Mal denkt, jetzt ist irgendwie schon zu spät und keine was, aber man muss irgendwann mal anfangen im Leben. Und darum ist das ja das erste Mal, wo ich 14 Fragen beantworte und ich habe jetzt vor, jedes Jahr immer wieder die gleiche Frage beantworten. Ich glaube, ja, das wird ganz spannend. Darum würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Wie alt bist du momentan? Ich bin momentan 21. Wie viele Abonnenten hast du momentan auf Instagram, YouTube und TikTok? Okay, da muss ich kurz nachschauen. Auf YouTube habe ich momentan gerade 34.284 Abonnenten. Auf Insta sind es 29.500 Abonnenten. Und auf TikTok sind es 251.500 Abonnenten. Holy shit. Das schönste Erlebnis dieses Jahr. Boah, da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Ich habe sehr, sehr geile Sachen erlebt dieses Jahr. Ich glaube zum einen zum Beispiel gerade Ferien mit dem Can. Das sind die ersten richtigen Ferien, die wir gemacht haben. Aber auch Ferien mit meiner Family in Saint-Tropez oder sonst mit meinen Friends, die ich erlebt habe. Ganz krank sind auch meine beiden Sprachaufenthalte. Zum einen in Montreux und nachher in Lyon. Also die sind, glaube ich, für mich wirklich unvergesslich gewesen. Und ja, jetzt gegen den Schluss des Jahres auch noch der Swiss Influencer Award. Der ist für mich auch extrem crazy gewesen. Ja, ich habe noch nie einen Award gewonnen und für mich ist das so ein spezieller Abend gewesen und ich habe es so genossen und es ist unbeschreiblich geil gewesen, der Abend. Ja. Was hast du das Jahr gelernt? Auf jeden Fall sehr viel Französisch. Ich habe letztes Jahr das Gymnasium abgeschlossen mit einem sehr lieb aufgerundeten 3,5er und das Jahr eben, wie gesagt, ich war zweimal im Sprachaufenthalt gewesen. Ich habe sehr viel gelernt und eben, ich fühle mich auch so ein bisschen sicherer. Ich kann mittlerweile ein Gespräch führen. Ich habe das Jahr auch das erste Mal so richtig das Thema Geld und Steuern und alles angeschaut. Also als ich im Gymnasium war, hat mir das halt logischerweise nicht so gejuckt. Jetzt, wo ich selbstständig bin, ist es vielleicht mehr ein Thema. Darum da habe ich sehr viel dazu gelernt. Aber ich habe so ein paar Sachen gelernt, die so ein bisschen mein Mindset verändert hat. Zum Beispiel, dass beim ersten Eindruck viel wichtiger ist, dass man sympathisch wirkt und herzlich und fröhlich, als dass man jetzt irgendwie mega hübsch aussieht und perfekt gestylt ist. So. Genau. Was macht dich glücklich? Momentan liebe ich es, Erinnerungen sammeln, Sachen erleben mit Freunden und allgemein Menschen, die mir wichtig sind. Ich habe es am liebsten, wenn mein Kalender voll ist mit Terminen und Events und Sachen, die ich erleben kann und mit Leuten, die ich abgemacht habe. Jetzt kommt etwas, was ich wahrscheinlich selber von einem Jahr nie von mir gedacht hätte, und zwar Französisch lernen macht mir wirklich momentan mega Spass. Also ich schaue privat auch YouTube-Videos, höre französische Musik, lerne ab und zu Wokis, lese französische Bücher, Filme, whatever. Also es macht mir richtig Spass, falls ich das lernen. Mein Job macht mich momentan auch sehr glücklich. Ich liebe es zum Beispiel auch die Daily Videos machen, zu hustlen, vor der Kamera zu stehen, all das. Ich finde das ultra nice und ich enjoy das mega fest. Ja, was macht mich glücklich? Vielleicht Essen. Essen macht mich auch sehr glücklich. Was ist momentan dein Beziehungsstatus? Obviously bin ich momentan in einer Beziehung sehr glücklich. Ich bin gespannt, wie ich die Frage nächste beantworte. Ich hoffe natürlich immer noch gleich. Was beschäftigt dich momentan? Zum einen so ein bisschen Zukunft, Studium und so. Also ich bin jetzt am Überlegen, ob ich studieren will. Ich werde mich auch an der ZHDK dann bewerben und hoffe, dass ich natürlich angenommen werde. Aber natürlich weiss ich das nicht fix und ich weiss auch noch nicht 100%, ob ich jetzt das wirklich will, weil ich vielleicht auch Angst habe, dass ich dann einen Teil von Social Media aufgeben muss, weil ich dann vielleicht keine Zeit mehr habe, aber das will ich eigentlich nicht. Ja, mit dem bin ich gerade so ein bisschen am strugglen. Was auch jetzt gerade mein Struggle ist zum einen, dass ich ein bisschen Angst habe, dass Weihnachten ein bisschen anders wird, als ich es kenne. Also ich kann, seit ich eigentlich auf der Welt bin, haben wir immer bei meinen Grosseltern Weihnachten gefeiert und ja, das Jahr ist schon mein Großvater gestorben und das Haus gibt es auch nicht mehr und alles. Also es ist das erste Mal eigentlich Weihnachten, wo man es daheim feiert und das wird schon eine sehr grosse Umstellung sein. Ja, das beschäftigt mich momentan und natürlich auch obviously, ich habe noch nicht alle Geschenke, aber wir schaffen das, yeah. Was ist momentan dein Lieblingskleidungsstück? Boah, ich liebe die Frage, weil ich habe das Gefühl, das wird jedes Jahr komplett anders sein. Momentan liebe ich so breite Low-Waist-Cargo-Hosen. Also solche mit so Taschen da, ich liebe es einfach, ich habe so viel von diesen Hosen. Und auch so die Bucket Bags dahin, also die kleinen Taschen, die liebe ich momentan auch mega fest. Was hörst du zurzeit für Musik? Boah, jetzt gerade aktuell höre ich extrem viel französische Musik. Zum einen vom Gazo, der kommt aus Frauenfeld, da freue ich mich auch mega fest. Ja, und allgemein sonst französische Musik. Ich habe so eine Playlist, die ich gerade momentan in Dauerschleife höre. Und mein Lieblingslied momentan, würde ich sagen, ist «Die» vom Gazo. Ja, finde ich sehr nice, erinnert mich auch so ein bisschen an den Sprachaufenthalt von Lyon. Kann ich viel schon halb auswendig. Ist wirklich ein ultra nices Lied. Mit was sollte ich aufhören? Boah, zum einen Energy Drinks trinken. Seit dem Monat, wo ich Daily Videos mache, trinke ich so viel am Tag. Einfach weil ich muss wach bleiben und funktionieren. Es ist eigentlich nicht so gesund, was will es vielleicht auch tun. Von dem her, mit dem könnt ihr vielleicht aufhören. Und auch so viel Geld ausgeben. Das ist auch ganz schlimm. Also für die es nicht wissen, ich schneide eigentlich praktisch jedes Video in Zürich in einer Bibliothek. Und dort geht man halt öfters auswärts essen. Und das ist halt teuer. Darum ja, es wäre gut, wenn ich lieber aufhören, so viel
Geld auszugeben. Was sind meine Ziele für das nächste Jahr? Zum einen mehr Sport machen. Seit ich nicht mehr im Gimmi bin, mache ich eigentlich gar keinen Sport mehr und ich habe eigentlich vor, zum Beispiel mich im Gym anmelden und dort etwas machen. Ich hätte auch hure Lust, um wieder mit Tanzen anfangen oder Volleyball. Ja, einfach wieder so ein bisschen aktiver sein, etwas machen. Dann ein Bauchnabelpiercing stechen. Ich weiss nicht, ob ich es in einem Jahr dann noch nice würde finden, aber momentan finde ich das mega geil. Aber ich getraue mich noch nicht so, weil so der Gedanke, dass ein Adel durch meinen Körper geht, finde ich ein bisschen weird. Dann Französisch weiterhin lernen. Mein Ziel irgendwann ist, das mal komplett flüssig zu reden, als wäre es meine Muttersprache. Darum ja, unbedingt am Französisch dranbleiben. Es muss ja nicht mal unbedingt ein dritter Sprachaufenthalt sein, sondern einfach irgendwie immer so ein bisschen etwas machen. Dann meine Studiumsaufnahmen schaffen. Und was ich glaube auch noch mega geil fände, ist nächstes Jahr wieder Daily-Videos zu machen. Das habe ich jetzt, wie gesagt, zweimal in diesem Jahr gemacht. Ich habe es mega nice gefunden. Das finde ich auf jeden Fall auch geil, wieder zu machen dann. Yes, das wären jetzt alle Fragen gewesen. Das Jahr war sehr nice gewesen und ich bin mega gespannt, wenn ich die Fragen nächstes Jahr dann beantworten und übernächstes Jahr und übernächstes Jahr, vielleicht wenn ich dann mal ein Kind habe. We don't know. Ich wünsche auf jeden Fall einen wunderschönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi! Oh, und eine letzte Frage. Was ist momentan mein Outro? Das seht ihr jetzt! Boah, ich bin Dinosaurier. Ah, mein Ohr ist zu! Ah! Hi, ich bin gerade das Video am Drehen. Ich rufe später an. Ist gut? Hallo Video! Hör meine Musik bitte, danke. Die Fresse, ja.